David Wagner, Herr Wagner. Merci, Herr Präsident. Das schon gesagt ging ursprünglich war das Debatt am November vom letzten Jahr ugekündigt ging. An Demos war schon noch am Tageblatt ugekündigt ging, dass man reist damit der Sicherheit gife beschäftigen und da hat der Journalist nicht ohne Ironie auch das wird Angst zwischen Klammern gesagt, zwischen Gimme gesagt. Und ich meine, die Ironie, die war nicht vermutlich, weil muss ich sich vorstellen, worum es geht in dieser Debatte. Geht es um Sicherheit, was fängt es für Sicherheit, oder geht es um Angst, oder geht es sogar um Angstmacherei? Ich meine, das muss ich noch können thematisieren. Und die Unsicherheit, die geht es auf viele Bereiche. Und mehr als längst mir gesehen, auch ohne Willen, Kleindelinquenz, Kambriolagen, Ruf zu spielen, wissen wir ja auch, dass die muss über Ursachen diskutieren. Und wir sind uns ja bewusst, dass die Unsicherheit, die als tiefgreifend, aber vielleicht auch nicht unbedingt an denen Bereichen, wo Laufen der CSV annimmt, gesehen. Die Unsicherheit an unserer Gesellschaft ist die, dass wir auch an einem Gesellschaftsmodell leben, den sich immer mehr durch ein alltäglich Brutalität sich auszeichnet. Das ist nicht unbedingt eine direkt physische Brutalität. Das ist eine Unsicherheit, dass den Moment vom Mond überhaupt übertronnen könnt, dass die Unsicherheit für eine Wohnung zu finden oder die Leute bezahlen zu können, dass die Unsicherheit für seinen Arbeitsplatz zu behalten, auch wenn seinen Arbeit korrekt möchte, dass die Unsicherheit für überhaupt auf seinen Arbeitsplatz korrekt behandelt zu gehen. Das auch die Unsicherheit, was diesen angeht, vergift den sich nicht. Das ist ein ganz großes Sujet, meine ich. Und neuerdings, leider auch die Unsicherheit, die wir haben, was den Frieden angeht. Auf der Welt, auch vielleicht auch in Europa, auch vielleicht auch bei uns. Eine Diskussion, die für ein paar Jahre vielleicht mal noch nicht aktuell war. All die Unsicherheiten zusammen, all die Sachen, um die man am Alltag muss denken, von denen dann auch ein Kehr dann ugegraft vielleicht gött, de Portemonnaie geklaut krit, beraubt gött, da Platz eng natürlich auch, und das ist selbstverständlich, das Human, de Kolli. Das sind aber Sachen, die glücklicherweise nicht systematisch permanent alldach geschehen. Es muss ihn auch daran erinnern, dass kein Tag vergeht heutzutage, wo die Leute sich nicht müssen unhören, dass sie aus sich muss eng Form von Brutalität am Alltagsleben und auf der Arbeitsplatz weisen, und dat engem Vokabel, der permanent benutzt wird, an Seelen vorgestellt wird, mir man das zwar Vokabel von der Kompetitivität. Die Menschen suchen nach Leute gepredigt wird, die selber aus sicheren Dicher sind, weil Kompetition, da das besser klingend wird, für den sozialen Nivellierungskampf zu beschreiben. Und die gilt hauptsächlich für die, die innen an der sozialen Hierarchie sitzen. Die sollen gegen den untreten, die sollen mehr schaffen, meistens für mehr Geld, das ist für mehr Wurstum, für mehr AAA, auch für mehr Profit. Profit, den sie meistens nicht gesehen, mehr andere für die, wo sie schaffen. Der permanenten Druck, die permanente Unsicherheit, den sein Leben sich nicht so gestalten kann, wie er nicht für richtig hält oder wie er doch verdient hat. So wie andere an den höheren Sphären für richtig halten, das alles mischt Leute mit. Und das möchte vielleicht doch aggressiv. Und die Aggressivität, die kann sich natürlich auch auslösen. Gegen wen löst sich die Aggressivität aus? Gegen Multien, die Steuerhahn ziehen, die Salarien in der Wirtschaft tun? Nein, die Frust wird ausgenutzt von gewissen Parteien oder von gewissen Politikern. Gegen den Heschat, gegen den Roma, gegen den RMGs, gegen den Chômeur, gegen den Frontalier, gegen den Flüchtling, gegen den Drogendealer, gegen Prostituiert. Hauptsache ein oder ein, der nicht für seine Kondition kann oder den sich kaum oder nicht verteidigen kann. Selbstverständlich. Ja. Ich meine, ich habe ganz viel Sympathie für eine Analyse, die soziale Ursachen will abdecken. Aber ich freue mich auf den Herr Wagner, aber in seiner sozialen Begeisterung nicht so weit geht. Meint ihr, Herr Wagner, dass der Roma, den auf der Straße sitzt, zu heschen?
dat das soziale Problem ass oder gesit Dir net die Ausbeutungssituation an die Strukture vun enger organisierte Reso oder handelt. Es betrifft ihr Staat net mënschlech ze gesinn, dat du Leiit exploitéiert gin oder gesit, dat die Exploatationun net an den Dosituation. Ken Di noch nach iwwer die Situation vun Roman diskutieren, die relativ kompliziert sind. Ich kann noch erinnern, ich mein, die war noch dabei, wo man dem uns am Stadter Gemengrot waren, wo mir auch wollten de Sujet dat Initiative vun Eis déi Länge am Stadter Gemengrot, wo man wollten de Sujet thematiseieren, awer net op eng stigmatisierend Äderweis, méi justement op eng Äderweis fir ze verstoen echtens wien denen Leiit kann hëllefen das keng einfach froh, dat huet och mat Lebensskonditionen vun den Leiit ze dien an den Ursprungsländer, dat ze selber ausgebeut ginn hai op der Platz ass eng Evidenz, méi ech kann man kaum firstellen an das evident, dat ke Mënsch so will liewen an dee Konditionen an do Museen dürfen ausgoen. Selbstverständlich will dat net draufspielen 10 Minuten, da eng froh de könnt ja auch net verneinen, Herr Kartheiser, dat viel Leiit och oder gewisse Leiit net viel mé gewisse Leiit versichen, die froh vun de Roman zu instrumentaliseieren an die Leiit, die Menschen als Zigeiner bezeschen gin mir wissen an der Geschichte, dat immer klein Gruppe goufen auch an Europa, die stigmatisiert goufen, dat déi wirklich do hingestalt gin, wie wann se den Ivel vun allem wären, obwohl se sech moment vun der Kette sinn, net den Ivel mé sech die exportéiert sinn. Also die Diskussion mis féieren ja natürlich, ich kann lo net darüber agon. Das evident, dat Leiit dat instrumentaliseiere fir de Leiit Angst zu machen. Ich mein, dat hat man so nach am lechte Summer an engem Leserbrief gehabt. Ich gin darüber schon zu mir verlöm, ich gehe weiter. Ich wollte nach noch froh, das kein Problem. Herr Wagner, probiert mal Mikro den bis mir weiter wäscht würde, wenn man einen komischen Eko hier an der Anlage. Ja. Nach kein. Ich spreche den an dieser Schwache einst. Was ich wollte sagen. Et gëtt awer mé kom net der Land Stadéicht worun euch gedurcht hunn an den Herr Adam den huet er doch schon ugedeit. Am mé hunn auch an der Fraktion bei Jais drwer diskutiert. Déich worun ein denkt, dat dës Interpellationun u sech éichter eng Instrumentaliséierung ass fir natilech an eng Kontext tut wenn ma Mino kommen. Ich wollte eine kleine Anekdote erzählen. Nach letztem Jahr sollte ich an einer Brasserie an der Straßburger Straße am Gara Quartier an dort der Restaurateur mich geschwärzt und hat mich gefragt, ob ich bei Gelegenheit denke, ja, meine Kollegen an der Politik oder an der Presse können denke, ausschwätzen, da vielleicht und Herz leihen, dass verschiedene sollen vielleicht ein bisschen mir ruhig die Sache umgehen, was die Situation am Gara Quartier geht oder an der Straßburger Straße, da die noch da leben kann, da die noch da ein Restaurant kaffeieren, da doch sympathisch Leute da leben, an der die nicht alle 3 Meter umgegraft wird, bestimmt auch nicht von einer Prostituiert, weil die hat natürlich nach einer Sorge. Ich hatte ihm versprochen, das zu machen. Schon das gemacht. Ich meine, muss ich auch ein bisschen die ganze Dialektik sehen, ehrlich gesagt. Gewisse Leute innerhalb von der CSV, ich will nicht iedereen Madame Pakel mehr, war gewisse Leute innerhalb von der CSV, aber eine Partei, wo ich muss sagen, die aber über Jahrzehnte die politisch und ökonomisch Elite vom Land umgezogen hat, an Euro gezogen hat, und noch sich am Interesse von dieser Elite immer geschafft hat, dass eine gewisse CSV-Elite, die sich ganz Seelen für die Interesse von den einfachen, erschaffenden Leuten ersetzt, aber all Keiers ein Lanz bricht für die Finanzoligarchie, der ihren Interessen zu verteidigen. Ich meine, noch an der Finanzkommission kriegen wir das ganz oft machen. An den No haben wir so eine Partei CSV, die so möchte, wie wenn sich im Zürcher vom kleinen Mann oder von einer kleinen Frau ersetzen. Man nein, was wird gemacht? Sie weist justement auf den Heschat am Empfänger. Sie weist am Empfänger auf den Roma. Also sie lädt aber die Hand, eine schützende Hand über die Finanzoligarchie. Ich meine, da so eine Form von komisch Approche, was verschiedene Formen von Delinquenz umgeht. Ich meine, die kleine Delinquenz, die ist natürlich anstrengend. Zum uns waren die Bisenker ja auch Opfer von der kleinen Delinquenz. Selbstverständlich, das ist keine Frage darüber. Aber sie ist aber nicht Ursache. Sie ist Konsequenz von einer Gesellschaft, die nicht richtig funktioniert. Und das muss ich aber auch annehmen.
Ich mengen Leute, die das permanent versuchen zu machen, die permanent die sekuritär froh wollen thematisieren, sie mechtens die Leute, die von Unsicherheit schwätzen, dass sie ganz seelen dieselbe Leute, die von Gleichheit schwätzen an unserer Gesellschaft. Und wir kommen nicht da zu so, dass ohne Gleichheit könne man nicht an einer Gesellschaft leben, wo auch alle Form von Sicherheit gesichert ist, wohl verstanden, es kann nie eine 100% Sicherheit tun. Ich bin gleich fertig. Materiert op jeden Fall. Es sie weder Richter noch Polizisten auch kein Sozialarbeiter. Und ich weiß aber auch ganz oft, dass Sozialarbeiter und Polizei best gehen für an relativ komplizierten Situationen können ernst zu gehen, weil so einfach ist es auch nicht immer für so ein hey, boom, da ist ein Problem, du musst ihn einfach so drauf klappen. Die Leute, Sozialarbeiter, Polizisten, Richter und so weiter, die sind nicht dafür da, das ist nicht ihren Job, für Ungleichheiten, für gegen Ungleichheiten zu kämpfen. Dafür sind wir da auch wirklich geht. Das ist ein Job. Und da müssen wir solche Diskussionen führen, wie in eine mehr solidarische Gleichgesellschaft kann schaffen. Und das ist zurzeit nicht der Fall. Das muss ich ganz einfach sehen. Und dann darf ich sich auch nicht wundern, dass jeder auf sein Niveau ein bisschen mehr brutaler Mann als sie wirkt. Und das ist schlecht für die ganze Gesellschaft. Aber ich meine aber, dass man aber muss feststellen, dass die ganz Uwe sind, dass das vielleicht ein Credo an der Weltgeschichte, mit die ganz Uwe sind, die können sich viel mehr erlauben, Gesetzgebung nicht zu respektieren, wie die inne sind. Und nach ein ganz leicht sehr konkret, ja so geschwärzt von meinen Ferien, ja, für ganz konkret zu sehen, Drogenpolitik, ich meine, das heißt doch schon von der Regierung plus ou moins ungekündigt gehen, und wir hatten schon noch eine kleine Diskussion für 3 Jahre, 2 Jahre, meine ich, von einer Assoziation, was Drogen angeht, die wirklich, da muss an eine andere Richtung gehen. Legalisierung ist vielleicht nicht das richtige Wort, muss ich reglementieren, muss ich seriös darüber diskutieren, wie ich kann die Probleme aufpacken, weil die repressiv Schiene, die ist gescheitert, das wissen wir, also sie kostet immens viel, sie kostet finanziell, also sie kostet auch human gesehen und gesundheitlich gesehen. Ich meine, dadurch zu hoffen, dass wir auch in nächster Zeit werden ein bisschen mit konkreten Schritt machen. Ich gesehen, der Justizminister sitzt auch, vielleicht kann er noch darüber angehen. So nicht, aber merci. Très bien.